Knapp dem Griff der Dänen entkommen, sind Queltsöldner froh, den Ozean an sich zu wissen, als sie Segel setzen. Und damit willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance, Kapitel 12. Ja, im letzten Part ist ja unser guter Heiler Riss draufgegangen, weil dieser verdammte schwarze Ritter das Gefühl hatte, ja, ich muss mal auch mal ein bisschen mit und so und oh, du stehst mir am Weg. Tschüss. Alter. Laut Kapitän Nasi wird die Reise nach Beijing ungefähr 2 Monate dauern. Okay. Lange, war. Dank des gemäßigten Klimas verläuft die Reise in den Süden reibungslos. An der Hälfte der Strecke segelt das Schiff an der Küste entlang nach Osten. Ja, etwa hier. Das Schiff befindet sich im Hoheitsgebiet von Phoenixis und Kilvas, dem Königreich der Stämme der Vögel. Okay. Phoenixis oder Phoenixis und Kilvas, was soll das sein? Beide Nationen machen Jagd auf die Schiffe der Menschen, um sie auszurauben. Ihre fliehenden Korsaren sind weit über das Meer hinaus gefürchtet. Ja, wir haben ja Laguz im Team, also in der südlichen Region des Kontinents liegt das Reich des Stamms der Drachen, die Monarchie Goldur. Oha. Die Drachen, es gibt also noch welche, geil. Was gibt's, Mann? Dieses Land lebt seit seiner Gründung vor Hunderten von Jahren in Isolation. Drachenschützende Kultur verbergen sie in dem Schleier des Mysteriums. Diese Gewässer in den Hoheitsgebieten der Laguz liegen, müssen eigens seine Gefährten nun durchqueren. Okay. Ärger vorprogrammiert. Kapitel 12. Fremdes Ufer. Ja, kann nicht lustig werden. Ike? Was ist los mit dir? Seit dem Wort gegangen sind, wirst du niedergeschlagen. Ich bin nur ein bisschen seekrank. Seekrank? Du bist ein schlechter Lügner. Du wirst nicht einmal so krank. Was? Du wirst nicht einmal so krank. Da wirst du mit Sicherheit auch nicht seekrank. Ehrlich, es ist nichts. Komm schon, erzähl es mir. Du hast letzte Zeit viel für uns getan. Ich möchte auch mal etwas für dich tun. Gut, ich erzähle dir, was mich beschäftigt. Es ist der Vorfall in Toa. Erzähl weiter. Als wir herausgefunden haben, dass Ranulf ein Laguz ist, vernetzen sich die Leute. Einfach so. Bis zu diesem Zeitpunkt schienen sie alle nett und vernünftig zu sein. Ich hatte keine Ahnung, dass der Vorurteile der Beorg gegenüber den Laguz so tief und so stark sind. Warum hassen sie so sehr? Sind wir wirklich so verschieden, Ranulf und ich? Ich muss gestehen, am Anfang hatte ich auch Angst. Als ich sah, wie sie ihre Gestalt wechselten. Sie können Dinge, die wir Beorg nicht können. Sie sind nicht wie wir. Alia, du denkst ja nicht wirklich. Nun ist es anders, das ist so nett. Das liegt daran, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe gesehen, wie sie sind. Ich habe sie kennengelernt und dadurch hat sich meine Einstellung geändert. Ich bin in ihrer Nähe nicht mehr ängstlich und nervös. Aber andere haben nicht diese Chance. Und deshalb haben sie weiterhin Angst. Vielleicht hast du recht. Vielleicht sind Leute wie ich, die andere akzeptieren, wie sie sind, seltsam. Ich wünsche mehr wären wie du. Weil doch niemand wirklich kämpfen will, oder? Wünscht sich nicht jeder Frieden? Ich denke, es ist einfach sehr schwer, seine Ängste hinter sich zu lassen. Du hast recht, es ist sehr schwer. Nasi, warum belastest du uns? Wie gefällt dir das Leben auf See? Seid ihr gar nicht krank geworden? Uns geht es gut. Da würdest du mir eine Frage beantworten. Warum bist du hier? Warum hast du dich mit dem Laguz verbündet? Warum? Na, von offiziellen finanziellen Vorteilen abziehen, vermutlich, weil ich einer von ihnen bin. Was, du bist kein Laguz? Bist du kein Schweifer oder sonst etwas an dir? Ich habe mich entschlossen, den Beorg zu leben. Daher habe ich gewisse Schritte unternommen, um nicht als Laguz erkannt zu werden. Ich muss meine Kleidung ändern, meine Essgewohnheiten, viele Dinge habe ich geändert. Warum hast du das getan? Laguz können in Isolation nicht überleben, genauso wenig wie die Beorg. Wenn beide Rassen gut leben wollen, müssen sie lernen, zusammenzuleben. Ich habe viele Jahre damit verbracht, einen Weg zu finden, um dies möglich zu machen. Du meinst, Laguz und Beorg können zusammenleben? Nach allem, was du gesehen haben musst? Ich bin beeindruckt. Ike, du wirst es niemals verstehen, wenn du nicht von beiden Perspektiven aus auf das Problem schaust. Wie du schon sagtest, werden die Laguz und Tat von Beorg verfolgt. Aber vor langer Zeit waren diese Rollen vertauscht. Was in der Vergangenheit geschehen ist, es rechtfertigt nicht, was jetzt passiert. So denkt ein redlicher Mann. Er sieht die Dinge klar und deutlich. Das mag ich. Dennoch ist es stärker eine Überzeugung deiner Jugend begründet und in deinem unschuldigen Wesen. Vertrau mein Wort, sie wird noch auf die Probe gestellt. Wenn deine Reise beendet ist, wie wirst du dich wohl verändert haben?
Ich bete, dass seine Überzeugung da nicht einem Erfahrungen zum Opfer gefallen ist. Ja, wenn jetzt so rede, ist anstrengend, yo. Gut, ist geklärt. Gegen den König von Galia selbst, okay, wenn ich nicht enttäusche. Yo. Wenn mein Macht steht und tschüss. Ike. Hier ist die Zusammenfassung unseres letzten Kampfes. Verluste, Riss. Oh, nein. Einnahmen, nix, Ausgaben, nix. Kampf von. Okay, schön. Das wäre also im Moment. Jetzt muss man entschuldigen. Keine Traumminute für Riss, nix. So, trotzdem muss ich ganz kurz mal gucken, Leute. Muss natürlich auch mal sein. Lagusbrecher. Naja. Braucht man den überhaupt? Ich weiß nicht. Das ist ein Schwert C, war sieht irgendwie so seltsam aus. Wo haben wir unseren Volker? Hier. Er kann nichts davon nehmen, da gibt es doch einfach nichts. Die Waffe lohnt zwar grandios. Nee, lohnt sich eben nicht, das ist eben das Problem. Naja, okay, kann er nichts mehr machen. Mia soll abgeben, die wird die ersetzt. Die ebenfalls aber keinen Bock, die zu trainieren. Soren, der bleibt dabei, der ist cool dabei, sowieso. Oben werden auch nicht trainiert. Iliana bin ich eben noch im Überlegen, momentan nur sagen, ja, sie bleibt noch drin. Jetzt wird die Frage. Okay, sowieso keine Achse drin. Hatte dann mal irgendwie einen Lachs oder so etwas brauchen, aber okay. Lanzenmäßig, eine Meisterlanze. Triffst du eigentlich gut, war aber vielleicht mal etwas so. Was ist sonst so viele Lanzentypen im Team? Oscar. Ja, sie natürlich. Nehmen wir noch für später. Auf Leitlands war es auch nicht mehr. Meister kann es nicht nehmen. Stalasner, gut, nehmen es trotzdem wieder. Die mit, würde ich doch sagen. Kevin ist noch ein Axtnutzer. Sollte doch Titanium mal die Maislanze mitnehmen, war. Da brauchen wir es mal irgendwie. Aus bestimmten Gründen, wer weiß. Seahawk. Du bist nur Schwerttyp, macht aber nichts. Ja, kommt nicht mal ein Lagusbrecher noch mit. Vielleicht brauchen wir den doch mal. Für Eiger eigentlich war. Nö, kommt nicht. Echt gute Waffen. So, also die Frage, Mordecai dann ins Team nehmen und lassen das momentan noch mit Lagusstein und so weiter. Wer kann sich auch transformieren, war also zu einen Lagusstein brauchen, momentan echt ein Rätsel. Die können sich echt ausrüsten, irgendwie eigentlich nicht, hä? Okay, dann muss ich so noch. Aha! Das dann zu wissen, was ich noch so ausrüsten muss. Können Sie bereits erwähnen, das Meistersiegel will ich natürlich nicht. Ja, und sonst bleibt das Team ungefähr so, dass diejenigen, die Items haben, die kommen mit, die anderen kommen eben nicht mit. Wie es gehabt ist. Und Mordecai halt auch nicht, du kannst die Klau nicht ablegen. Alia, bitte sag mir, dass die Waffen da sind zumindest. Nein, die sind alle weg! Was ist das für ein Scheiß, Leute? Wieso verschwinden die Waffen da drauf? Was kann ich dafür, dass der draufgegangen ist? Der Schwarz, das könnt ihr doch nicht wissen. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Also das nervt mich jetzt echt. Ich meine, klar, es waren keine Superwaffen und so, verstehe ich ja alles, aber trotzdem, kann es auch nicht bringen, ey. Das ist doch einfach alles nur Scheinkleister. Mann! Leck mich fett. War auch noch etwas. Elfenlicht. Ja, da brauchen wir es doch mal. Hogen momentan kann im Team, deswegen lassen wir es noch. Wurfbeil. Naja. Vorwärts damit. So. Eisenklinge bitte auch noch. Das kann man eigentlich auch immer gut gebrauchen.
Jetzt hat sie echt nur Heilung. Ich muss alles andere wieder... Oh, das ist doch jetzt einfach mehr als nervig. Sorry. Aber dass die nicht zurückkommen, das verstehe ich nicht. Mir wohl auch immer ein Rätsel bleiben. So, ja, ich weiß nicht, ich muss auch langsam ausrüsten, aber ich behalte sie extra noch. Man weiß nicht, wann man alles noch brauchen kann und vor allem für wen noch, wenn noch alles kommen mag. Also, denke ich mal, Ike, Seahawk, Alia, Marcia, Kevin, Titania weniger. Volker, beiden sicher mal, und Zoe natürlich sind sicher mal fix im Team, die anderen müssen wir halt alles noch gucken. Das Waffenlevel halt, ey. So, Erfahrungsgewinn, genau, man natürlich Ike mal ein bisschen nach. Wie gesagt, muss irgendwie trotzdem stärker werden. Dann kann die Punkte, diese Erfahrungs- oder Bonuspunkte noch haben, nutze sie halt. Naja, wozu du Magie brauchst. Sicher, kriegt auch noch ein paar. Yeah. Okay, also Mia fast noch besser mittlerweile. Ach egal, die kriegen nix. Ja. Ich weiß, es war schwer. Nee, ich lasse es, sorry, aber es ist echt noch Verschwendung. So ein niedriges Level und so, aber ich muss sie hochkriegen. Verdammt, ich habe sonst niemanden. Also, natürlich heilermäßig meine ich jetzt. Da kommt noch was. Vertraut auf die Magie, dass die nachher Stableveln zu haben. Ja, wenn ich Pech habe, können die gar keine Stäbe nutzen. Auch nachher nicht, meine ich. Könnte eben alles sein, natürlich alles doof. So, und sie auch noch Level Up. Schön, Mann, bis auf die Magie, die brauchst du doch gar nicht, aber egal. Volker. Ne, das ist nicht so viel noch. Juliana. Vielleicht unnötig, war. Ich denke 2 Magier im Team, aber wie gesagt, vielleicht kommen noch 3 Magier und sie ist die schwächste von allen. Ja, ist halt so bei Blind LPs, da ist immer ein bisschen das Problem. Level 16. Nur Stärke. Naja, bisschen Defense wäre nicht so schlecht. Zum Schluss noch unseren guten alten Kumpel Sowen. Haben doch eigentlich 3, 4 Krieger, die so bald schon mal entwickeln könnten, wa? So, Bombnolf brauche ich nicht, die auch nicht, mir auch nicht mehr. Gut, ich würde sagen, das war's. Die Unterstützungsgespräche noch. Mordecai mit Iliana, okay. Lalala. Doch was übergangen. Oh Mann, ey. Es tut mir leid, wir sind wenig geschwindig geworden. Naja, Vorsehen und so. Du bist sehr dünn, selbst für einen Bär kannst du kämpfen. Naja, irgendwie. Du bist wie eine Bohnenstange. Was passieren soll, dann bin ich bereit. Das will mir aber gar nicht. Wirklich danke, Mordecai. Oh Mann. Titania mit Beut noch. Alles klaro. 98, 99, 100, fertig. Ah, sein Sinn, seine Axt ganz allein zu schwingen. Ein Training, ja. Wie gesagt, ist meistens sowieso ein bisschen noch uninteressant. Wirklich interessant wird sein, Kreas auf Level A und so. Ansonsten nix. Info vielleicht noch. Junge. Ike, schnapp den Jungen. Was ist denn los? Das war's, Junge. Hä? Wer ist denn das? Nisir, wer ist das? Ein blinder Passagier. Ich vermute, er ist ein Tour an Bord gekommen. Was willst du denn hier? Naja, du willst dich reden? In dem Fall. Au. Den Bengel sein zu lassen. Also los, mach mal den Mund auf und rede. Au, hör auf, ich rede. Das tut weh. Ich dachte, du brichst mir ab meine Knochen. Also, wie heißt du? Was machst du hier? Ich heiße Sote. Ich bin ein Dieb, aber ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen. Schau mich jetzt so wütend an, das mag ich nicht.
Der ist auch nicht wütend. Neigt sich immer so ein Gesicht. Stell dich dann niemand einfach weiter. Kletter, ein Bändchen. Was will denn der? Gibt uns irgendein Item oder so etwas? Sollte helfen. Naja, wieso nicht? Gut. Nicht belästigen. Kann ich das machen? Bist du sicher? Jo. Ja. Ist auch nichts Interessantes, Leute. Also da können wir ruhig überspringen. Seahawk! Bürgerwehr, ja, Lagus, meine Freunde, ich will ihnen helfen, bla bla, hatten wir auch schon. Verstehe euch nicht. Lalala. Kann ich auch nichts dafür, wa? Dafür gibt es ihnen noch Item oder so etwas. Geht's ja gut, ich bin seekrank, mir geht's nicht gut, ich bin Magier und ich kann ganz toll mit Elfendonner und so. Es donnert richtig rein, das ist doch cool. Sind's das? Danke, Mann, ich finde mich echt cool bei dir. So. Okay, jetzt, was ich vorhin noch vergessen habe. Alia sollte noch ein bisschen einkaufen gehen. Ja. Mann, vergessen wir, dass das Handel hier unten ist. Alia soll es nehmen. So. Komm mal wieder. Ach, schmiede mal etwas, wa? Was Besonderes zum Schmieden? Ich weiß ja nicht. Oh, Licht gibt's auch, aber keine Finsternis. Nee, Leute, ich war noch mit dem Schmieden, wenn mir noch keine besondere Waffen irgendwie schmieden könnte. So, was? Jetzt bitte unser Team? Durch Infogespräche? Okay. Interessant. Individuelle Blüte. Macht erfahren einen aber stärker. Ja, muss aber erst erfahren sein. Toll. Die Level 1. Was soll ich mit dem? Gut, ich kann das Messer ablegen und ihm geben. Volker. Ich glaube jetzt echt gut, der ist vielleicht unser Ausweicher, wa? Kann ich ausleihen? Ja, ist gut, machen wir so. Falls irgendwie Volker das passieren sollte, haben wir noch Sote als Dieb. Okay. Gut, ist aber fertig, Freunde. Sorry, dass wir so lange plaudern und so quatschen, aber es ist so vom Spiel her gesehen. Was vergessen hier? Unterstützung, ne, haben wir. Bonus habe ich auch. Fähigkeiten habe ich noch keine neuen zum Vergeben. Also, weiter. Na, was ist? Nichts. Wir können in der momentanen Situation überhaupt nichts tun. Wir werden verfolgt von Piraten. Echt? Ich sehe gar nichts. Also, Luft scheint nach oben. Das Vögel? Wenn es welche sind, müsste sie riesig sein. Das sind Lagus-Eik. Raben aus Kilwas. Ihre schwarzen Schwingen sind ein schlechtes Omen für alle, die es zu Gesicht bekommen. Oh, Mist. Was müssen wir gegen Lagus kämpfen? Wir haben doch selber welche im Team. Wahnsinn. Ja, sie können fliegen, toll. Deswegen sie uns versuchen, ihn zu entkommen. Ja, will ich auch sagen. Doch nur gegen sie kämpfen. Nein, wir müssen noch kämpfen. Na toll, du bist ein toller Captain. Wir müssen wohl kämpfen. Wir sind Lagus, wir machen euch platt. So, der Boss da unten war. Ihr Menschen seid so vorhersehbar. Ihr müsst nun eigentlich in unserer Falle laufen. Beeilen wir uns, wenn ihr lange dauern, bis Phoenix oder Golden sich für das hier interessieren werden. Ja, Raben, Phönixe und Drachen. Interessanter Haufen. So, ein Plan? Naja, keinen. Windmagie und Bögen. Gut, die sind so Waffen. Er hatte gar keine Bögen. Gut, ich habe Rolf, aber keinen Bock auf den. Oh, Mann. Okay, erstmal Truppen. Was Laguse viele bringt. Wieso ist das eigentlich so nicht mehr hier unten? Verstehe ich auch nicht so wirklich.
Grace ist eigentlich gut, so einfach noch gerne Ilian dabei. Volker kann der was? Gegen die mal natürlich. Die kommt sowieso mit. Das lassen wir. Ja, die muss ja trainieren, die muss leveln, also heilen halt, meine ich. Der Tene kommt sicher auch mit, vor allem wegen der Defense. Das muss sein. Naja, sagt sie schon, Windmagie, wa? Jetzt könnte sie auch ein bisschen Windmagic machen. Kommt ja nur Messer, kann eh hier nichts ausrichten, also raus mit ihm. Jetzt, falsch, Items. Ich muss Iliana unbedingt noch ein bisschen Windmagic geben. Toll. Einfach super. Nur 3 davon, das darf nicht wahr sein, ey. Ja, das wird lustig, das wird richtig lustig, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich Pech habe. Mache gerade alles falsch. So, Karte mal gucken. Oh, gut, Schnabelstärke ist nicht so besonders, aber Lagus, Vogel, Flug, ja, sehe ich ja alles ein. Hat einfach von unserem Team jetzt noch die Lagus-Waffe. Er hat einen Lagusbrecher, wa? Der könnte noch sehr wichtig werden. Ansonsten ist er gut verteilt hier, wa? Zum Abdecken und so alles. Okay, nochmal sichern und dann würde ich sagen, legen wir los. Mit Kapitel 12, Fremdes Ufer. Und das wird richtig übel, glaube ich. Lagus Transform! Auch schon bis hier hin, ey. Hält ewig, ist klar. Okay, Speed hat er 14, war. Genauso wie er. Ein bisschen weniger. Ein Eisenachs war so ein anderes Item, Kumpel. Hätte man einmal abgeblockt, war. Der kann noch nicht hin, dann bleibt der, wo der Pfeffer wächst. Noch uninteressant, gut, ist fliegende Zone, also kann ich ja theoretisch da mit Massieren noch etwas ausrichten, aber bin da momentan ein bisschen zu vorsichtig, ganz ehrlich gesagt. Da hat einen Lagus-Stein kriegen. Okay, was denn sonst noch so? Münze. Eine Engelsrobe, wo ist der? Okay, das ist natürlich auch gut hier oben. Bekommt eh nicht, der ihn war. Wieso ist der Minus? Verstehe ich auch nicht. So, wie gesagt, geht sie mal hier hin, falls irgendwas sein sollte. So, wenn du gehst lieber mal... Natürlich ein Lagus hier unten war. Muss! Alter, kommt die weit. Sollst du mal mit ihm auseinandersetzen. Wünsche ihm viel Spaß dabei. Oh, der ist aber schon nahe dran hier. Die Frage bei Soen war, ich meine, er hätte Elfenwind, aber gut, er hat Speed 17. Also macht er locker, also wenn er den angreift, dann hasta la vista, Baby. Und sonst schafft es keiner, wa? Tatenian so bleibt noch. Sie nach zum Heilen. Jo. War nur viel Glück, war. Greift echt Zaun an. Fegen weg! Ich doppel sogar nicht. Alter, okay. Das sind doch ein bisschen übel. Noch groß die Vierer, wa?
Die kommen aus der Entfernung, okay, aber sind natürlich... Die können weit marschieren. Alter, gut, der nur Level 4, der wird noch gehen. Also nur Level 2. Wenn ich den angreife, wenn er mal so wagemutig wäre. Oh, wow, 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 wow. Wir kriegen ja so viel Schaden, aber haben natürlich nicht so viel auch im Petto. Würden das was bringen? Kaum. War nicht anders zu erwarten. Andere Frage, bringen die Viecher... Alter, ich kriege ihn einfach nicht down. Die sind so heavy, hey, da glaubt mir keine Sau. Okay, sollte klar sein, einfach halt die starken Typen voranstehen, zum Beispiel Ike und so. Siak vielleicht auch. Der Lagusbrecher, der wird wehtun. Ein Crit sogar noch viel mehr. Was? Gibt so viele Punkte? Geil. Jetzt kommt der so weit, wa? Das gibt's nicht, hey. Jetzt will ich natürlich wegen dem Stoßen, da kann ich gar nicht drunter stoßen, um noch zu heilen. Nee, geht auch nicht. Ja, vielleicht jetzt war direkt. So verarschen? So, kannst du uns jetzt noch heilen? Ich heile dich, Soren. Danke, Mann. Der hält die niemals aus, Leute. Aber der kommt nur bis dahin, war und der einfach eher voll angegriffen wird. Ich glaube echt, das kann noch richtig, richtig übel werden hier. Wie gesagt, er gibt noch viele Erfahrungspunkte. Er ist schon Level 16, vielleicht wird er... Ja, müssen wir mal gucken, wa? Also Boy, Titania, Ike müssen eigentlich vorne ranstehen und alle Angriffe abfangen, weil sie sind relativ schnell, haben viele KP. Viel Verteidigung, wenn dem halt... gut, Boy hat nicht so viel Verteidigung leider. Echt hier am meisten Verteidigung, ist noch relativ viel. Tja, ja, Lette halt, war. Das sind diejenigen, die hier richtig, richtig schön reinzimmern können. Wieso machst du beschissene Trefferquote? Vielleicht ist Kevin hier doch der Falsche, wa? Halt deinen Schnabel, du Schnabel! So, also die Frage. Und den nächsten. Noch nicht zu sehen, war es vor allem noch die drei. Gut, der kommt noch nicht, also werden von 2 Angriffen. Im Notfall massieren wir nur von einem Angriff, nicht überhaupt. Und er den Pech hat von 2, aber das beide in Killen glaube ich auch nicht, der hat volle KP. Relativ schnell, Lagusbrecher und so. Und das schafft der Leute, wird so kein Doppeln, dafür sind sie auch zu flink. Aber egal, ja, nächstes Kapitel geht es hier weiter und, oh, der ist sowieso fies, da muss ich ja sie hinschicken, ich habe nur sie, als fliegende Einheit. Hä? Das ist crazy. Wie gesagt, wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Path of Radiance auf offenem Meer und so, ein bisschen gestrandet, aber egal, das erfahren wir dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.